Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu der Sendung «Zusammen im Zentrum». Heute mit dem Daniel Bischoff. Herr Bischoff, ihr seid Vorsitzender der Geschäftsleitung von der Agrola, gleichzeitig aber im Fenaco-Konzern noch zuständig für Energie. Ich habe heute Morgen auf der Website etwas Interessantes gelesen, und zwar nach den kräftigen Preissteigerungen der vergangenen Tage und so weiter gehen Sie jetzt mit der Raw Oil Futures nicht in die stärkste Abwärtsbewegung seit Juni. Es ist erstaunlich, oder? Die Welt ist im Umbruch, Krieg an allen Orten und das Öl wird billiger. Das müsst ihr mir erklären. Ja, das ist aktuell wirklich so. Oder? Man hat wirklich einen sehr hohen Angebotsüberschuss aktuell auf dem Weltmarkt. Es ist aber auch so, dass die Konjunktur von China und von Amerika flacht sich eher ab. Also die Nachfrage die ist recht zurückgegangen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt anschaut, Venezuela oder eben heute Morgen auch Iran, oder, wo man gehört hat, man weiß nicht genau, was passiert. Und wenn man eben gleich ein bisschen Vorlaufzeit hat, wirklich auf diesen Weltmärkten, werden die Preise oder der Risikozuschlag, der wird über eine kürzere oder längere Zeit eingepreist. Und da ist ein Teil, oder, dann kann man sagen, es ist nicht mehr ein Preisschock, sondern man weiss fast ein bisschen voraus, was könnte passieren. Und aber es ist ja interessant, es gibt ja wie zwei Preise, oder? Also der Brent-Preis und dann der von Texas. Und dort ist ja spannend, dass eigentlich die auseinander dividiert sind in den letzten Jahren. Oder? Also, für es kurz zu sagen, Brent ist eigentlich europäisches Öl, genau. Richtig, oder? Ist ein bisschen schweres Öl und eigentlich ein bisschen schwieriger zum Behandeln, müsste eigentlich teurer sein und ist es gleichzeitig nicht. Weil in Amerika, wo man eben den Texas hat, als Index, der hat eigentlich besseres Öl, aber ist billiger.